Das letzte Mal habe ich gepredigt, das war so ein Kurzinput, so ein 5 Minuten Kurzinput an der Ladies Lounge in Zürich. Ich war eingeladen, so einen kleinen Input zu halten und es ging um das Bild vom Töpfer und der Tonerde. Und jeder Kurzinput, der da gehalten wurde, sollte um so einen Arbeitsschritt gehen, den der Töpfer mit dieser Tonerde vollzieht. Und das Ladies Lounge Team hat mir dann vorab meinen Arbeitsschritt geschickt, um den es in meinem Kurzinput dann gehen sollte. Und jeder Arbeitsschritt war sozusagen eine Metapher dafür, wie Gott, der Töpfer, mit uns im Leben wirkt. Und zusammengefasst in meinem Arbeitsschritt ging es darum, dass eigentlich mit dem Ton überhaupt nichts passiert, dass der da vor der Hütte vom Töpfer liegt, der Witterung ausgesetzt und es passiert überhaupt gar nichts. Der Töpfer knetet den nicht, er arbeitet nicht damit, er formt diesen Teig, diesen Ton auch nicht. Und der Ton wartet eigentlich da im Regen darauf, dass es weitergeht. Das war so mein Arbeitsschritt. Ich dachte, super ermutigend. Aber ja, es hat auch mega gut gepasst zu unserer Situation damals im letzten Jahr, weil mich warte überhaupt nicht gerne. Ich bin die Tochter von meinem Vater, der wartet auch nicht gerne. Aber so an der Kasse anstehen oder im Stau ist jetzt für mich nicht so schlimm. Dann sehe ich wenigstens, wann es weitergeht. Das ist nicht so ein Problem. Aber letztes Jahr hat für uns als Familie so eine Wartezeit angefangen, von der wir nicht wussten, dass sie uns bevorsteht. Wir haben uns Anfang des Jahres entschieden, hey, wir möchten gerne noch ein zweites Kind. Und gleichzeitig haben wir uns angefangen, nach einer anderen Wohnung umzusehen. Wir haben uns einfach was anderes gewünscht, irgendwie was mit vielleicht einem kleinen Garten, also keine großen Ansprüche, aber einfach irgendwie etwas, was mehr zu uns passt, wo wir uns wohler fühlen. Und dann haben wir uns angefangen zu bewerben und so weiter. Und das war zumindest mal unser Plan. So, das waren so die nächsten Schritte. Und man macht ja Pläne und dann hofft man, dass sie so aufgehen, wie man sich das vorstellt. Und das Problem mit so einer Wartezeit ist ja, dass man nicht weiß, ja, wie lange soll denn das jetzt dauern? Und auf dieses Baby, was jetzt in meinem Bauch ist, haben wir fast ein Jahr lang gewartet. Für mich ist das viel. Für mich war das problematisch und schwierig. Es ist nicht wie an der Kasse anstehen oder im Stau stehen. Damit hatte ich irgendwie schon mehr Mühe. Und ich habe in der Zeit recht viel mit Gott gekämpft und mit Gott gehadert, weil ich erlebe Warten als einen Kontrollverlust. Ich habe keine Kontrolle über den Zeitplan, ich habe keine Kontrolle über das Ergebnis. Ich weiß einfach nicht, wann es weitergeht. Und jetzt ist klar, dass dieses Warten jetzt bald ein Ende hat und dass es schön ist und das ist gut. Aber wir sind aus dem Warten irgendwie noch nicht so ganz raus. Wir warten immer noch auf eine neue Wohnung und suchen und finden nichts und das jetzt schon seit über einem Jahr. Also entweder gibt es nichts oder es ist viel zu teuer oder viel zu weit weg. Oder es ist ab sofort verfügbar, das heißt, du müsstest irgendwie zweimal Miete zahlen können, damit du dir das leisten kannst oder damit das geht. Und dann kommen andere immer vor dir dran. Andere Menschen drängen sich dann in den Vordergrund und du kriegst es jetzt halt mal wieder nicht. Und nach über 15 Bewerbungen oder Besichtigungen und noch mehr Bewerbungen auf gefühlt jede Genossenschaft unter der Sonne, die so halbwegs zu uns passen könnte, sind wir immer noch am Warten. Und dann fragt man sich schon so langsam, ja, wie lange soll denn das noch gehen? Wie lang sollen wir da noch warten? Und das Problem ist auch so ein bisschen, ja, worauf hoffen wir denn? Es ist nicht so, dass Gott uns mal versprochen hätte in einer Vision oder in einem Traum, dass er uns mal eine tolle Gartenwohnung schenkt. Und wir warten jetzt einfach drauf, dass Gott sein Versprechen erfüllt. So ist es nicht. Wir wünschen uns das einfach und wir bringen diesen Wunsch vor Gott. Aber wenn man so lange wünscht und hofft und wartet, dann macht sich irgendwann so Frust und Resignation in einem breit. Ich weiß nicht, ob es in deinem Leben so einen Bereich gibt, wo du auf etwas wartest, schon lange oder wo du schon lange an so einer Hoffnung festhältst und ich weiß nicht, es passiert einfach nichts. Oder anders gefragt, wo erlebst du vielleicht Mangel oder Hoffnungslosigkeit oder Resignation, weil einfach nichts passiert? Weil du dir was wünschst, aber es passiert einfach nichts. Und für diese Serie #Jesus haben wir verschiedene Geschichten aus der Bibel gesammelt und zusammengetragen, in denen es um Menschen geht, die keine Hoffnung mehr hatten und denen Jesus begegnet ist, ihnen neue Hoffnung geschenkt hat und sie ermutigt hat, an dieser Hoffnung festzuhalten. Und eine Geschichte, die da für mich so herausspringt, deshalb habe ich sie auch ausgewählt, ist die Geschichte vom Mann am Teich in Bethesda. Das ist überhaupt keine Heldengeschichte, sondern die Geschichte von einem Mann, der sein ganzes Leben lang wartend an so einem Teich verbringt. Und was da passiert, lesen wir im Johannesevangelium. Da heißt es, danach ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Innerhalb der Stadtmauern in der Nähe des Schaftores
befindet sich ein Teich mit 5 Säulenhallen, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte oder Verkrüppelte lagen in den Hallen. Und einige griechische Manuskripte vom Neuen Testament fügen da hinzu, dass die Kranken auf eine Bewegung des Wassers warteten, weil ab und zu kam der Geist Gottes an diesen Teich und versetzte das Wasser in so Wellenbewegungen. Und wer dann zuerst ins Wasser stieg, der wurde sofort gesund, heißt es da. Und einer der Männer, die dann dort lagen, er war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn: Willst du gesund werden? Herr, ich kann nicht, sagte der Kranke, denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche hineinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Jesus sagt zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte seine Matte zusammen und begann umherzugehen. Und später traf Jesus den Mann im Tempel wieder und sagte zu ihm: Du bist jetzt gesund. Nun höre auf zu sündigen, damit dir nicht noch was Schlimmeres widerfährt. Danach suchte der Mann die führenden Juden wieder auf und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn geheilt hatte. Wir sind hier also an so einem Teich. Scharen von kranken Menschen sind dort, Blinde, Kranke, Verkrüppelte. Jesus betritt also sowas wie eine Art Krankenhaus, kann man sich das vorstellen. Da gibt es halt leider weder Ärzte noch Therapeuten oder Pfleger oder Medizin, aber sonst ist eigentlich alles wie in einem Krankenhaus. Ganz viele Menschen, alle haben das gleiche Problem, alle haben das gleiche Schicksal. Sie warten darauf, dass sich dieses Wasser bewegt. Das ist so ihr Hoffnungsschimmer. Wir wissen nicht, diese Bewegung, ist die jetzt von einer unterirdischen Quelle oder tatsächlich von einem Engel? Keine Ahnung, aber darauf warten sie. Diese Bewegung, die ist zwar unberechenbar und selten, aber wenigstens haben sie etwas, wo sie sich irgendwie dran festhalten können, irgendwas, was ihnen dann Heilung verspricht. Und einige von ihnen sind vielleicht schon ein paar Monate da oder andere ihr ganzes Leben. Und dann ist da dieser eine Mann, von dem es heißt, er ist seit 38 Jahren krank am Teich. Wir wissen eigentlich nichts über ihn. Wir kennen nicht seinen Namen, wie so in anderen Geschichten in der Bibel. Wir kennen eigentlich nur sein Problem. Sein Problem ist, er liegt seit 38 Jahren auf so einer Matte am Teich. Liegt er dort. Ich denke mir, wow, tolle Aussicht, spannendes Leben. Du guckst eigentlich den ganzen Tag an die Decke oder du guckst auf dieses Wasser. Du wartest drauf, dass sich das Wasser bewegt, weil das ist so ein Hoffnungsschimmer oder das ist das Einzige, worauf der Mann hoffen kann, dass sich das Wasser bewegt. Vielleicht hat er schon Menschen beobachtet in der Zeit, wo er dort ist, die reingestiegen sind ins Wasser und gesund wieder aus dieser Halle rausgegangen sind. Vielleicht ist es auch nur eine Legende, aber wenigstens besser als nichts. Und dann liegt er dort und wartet eigentlich seit 38 Jahren jeden Tag und man könnte sich fragen, ja, hat er denn eine Aussicht auf irgendwas? Hat er irgendeine Hoffnung? Ja, eigentlich nicht. Es heißt, es ist immer jemand anders vor ihm da. Er ist nie der Erste, der reinsteigt. Niemand hilft ihm. Sein Leben ist eigentlich davon bestimmt, dass andere immer zuerst kommen. Und dass er nie der Schnellste ist, der dann da in dieses Wasser steigen kann. Also sein ganzer Alltag, sein ganzes Leben ist von diesem Problem bestimmt, was er dort auf der Matte legt. In Sprüche 13 wird so dieser Zustand oder die Konsequenz mehr von so einem Zustand beschrieben. Da heißt es: Langes Warten macht das Herz krank. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es: Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Also der Mann ist nicht nur krank am Körper, er ist auch krank im Herzen. Und ich weiß nicht, niemandem von uns geht es jetzt wahrscheinlich so. Keiner von uns liegt seit 38 Jahren auf einer Matte am gleichen Fleck und kommt nicht weg. Aber dieses Warten ohne eine Aussicht, Warten, wo die Hoffnung langsam kleiner wird, das kenne ich schon von mir. Gerade wenn ich sehe, wie andere wohnen, ehrlich gesagt. Oder wenn ich sehe, was alles möglich wäre an Wohnungen, was es alles gibt, aber wir kommen halt nicht dran. Dann macht sich in mir so eine Unzufriedenheit breit und ich merke, plötzlich lande ich auf so einer Matte und hocke dort und bin unzufrieden über meinen Zustand und Frust und Resignation machen sich in mir breit. Und dann hocke ich jeden Tag mit der gleichen Aufsicht auf der Matte. Hast du so eine Matte in deinem Kopf, in irgendeinem Bereich in deinem Leben? Gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du vor dir wie siehst, was du möchtest, was du brauchst, aber du kommst halt irgendwie einfach nicht hin? Die Möglichkeit für Veränderung wäre schon da, aber es passiert halt einfach nichts. Ich meine, ich glaube, jeder von uns hat irgendwo vielleicht so einen Bereich oder ein Thema, wo wir sowas wie ein langes Warten oder eine hingezogene, hingehaltene Hoffnung erleben. Das können ja unterschiedliche Themen sein.
Das kann Krankheit sein oder Kinderlosigkeit oder Resignation im Job oder bei der Partnersuche oder bei Unversöhntheit oder Resignation jetzt in der Pandemie. Ja, jetzt halt mit Corona ist es jetzt halt so, damit muss man sich jetzt halt einfach abfinden. Ich glaube, momentan erleben viele Menschen so einen Zustand der Resignation, weil man darauf wartet, dass was passiert, aber irgendwie ist es so ein langes Warten, es ist so eine hingezogene Hoffnung, wenn einfach nichts passiert. Zu diesem Mann auf der Matte geht Jesus jetzt also hin, als er von seinem Problem hört, und Jesus stellt ihm eine Frage. Er fragt ihn: Willst du gesund werden? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das nicht gerade feinfühlig oder irgendwie sensibel oder verständnisvoll. Was soll die Frage? Wenn wir uns Jesus vorstellen, was würden wir eigentlich von Jesus erwarten? Was würdest du von Jesus erwarten, wenn es dir so geht? Ja, mindestens, dass er sich schon mal zu dem Mann vielleicht auf die Matte setzt und sagt: Man, du bist seit 38 Jahren hier, das ist so ätzend. Ich verstehe dich. Was, du sagst, andere kommen immer vor dir? Oh, das ist so unfair. Oh, ich verstehe dich, Mann. Komm, lass uns ein bisschen hier sitzen. Deine Matte ist schön weich. Einfach mal hier ein bisschen meckern. So mühsam. Also irgendwie, wir würden vielleicht sowas in der Art vielleicht von Jesus erwarten, aber stattdessen fragt er ihn: Willst du gesund werden? Wo ist da die Empathie oder die Barmherzigkeit? Stell dir vor, Jesus begegnet dir in deiner Hoffnungslosigkeit oder in deiner Resignation oder in deiner Krankheit mit deinem Problem und fragt dich: Ja, willst du überhaupt gesund werden? Was soll die Frage? Da ist ein Mann, der offensichtlich leidet und der von seinem Leid erlöst werden will, und Jesus stellt ihm so eine No-Brainer-Frage: Willst du gesund werden? Ja, logisch will er gesund werden, sonst wäre er ja nicht dort. Warum muss Jesus das fragen? Warum fragt er ihn das? Ich glaube, weil die Antwort auf die Frage einfach wäre: Ja. Die Antwort auf die Frage ist ja. Aber der Mann antwortet irgendwie anders. Er sagt: Ach, Herr, wenn du nur wüsstest, wie es mir geht, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich bin immer der Letzte, niemand hilft mir. Ich liege hier schon mein ganzes Leben und nie hilft mir jemand. Ich bin ganz alleine hier. Das ist die Reaktion vom Mann. Er muss erst mal ausholen und sein Problem beschreiben. Ich glaube, Jesus deckt mit seiner Frage noch viel mehr auf als das offensichtliche Problem vom Mann. Offensichtlich ist, dass er krank ist, dass er schwach ist, dass er sein Leben lang schon dort liegt. Offensichtlich ist, dass er so einen unerfüllten Wunsch nach Heilung hat und dass er lange, lange wartet. Offensichtlich ist sein Mangel, ich meine, alles, was er besitzt, ist diese doofe Matte. Das ist keine Aussicht auf ein erfülltes Leben, aber das ist alles, was er hat. Das sind so seine offensichtlichen Probleme, aber die unsichtbaren Probleme seines Herzens sind eigentlich viel größer. Ich bin ein Opfer meiner Situation. Ich kann ja auch nichts für meine Situation. Ich meine, kann er ja auch nicht, ganz ehrlich. Immer kommt jemand vor mir. Niemand hilft mir. Es hat mir noch nie jemand geholfen. Ich bin ein Opfer. In seinem Herzen haben sich wie Frust und Hoffnungslosigkeit und Resignation breit gemacht. Er ist in einer Opferrolle. Er schiebt die Verantwortung vor sich weg. Ich meine, seit 38 Jahren liegt er hier und kommt nicht vom Fleck. Wir wissen nicht, was der Mann hat. Wir wissen nicht, warum er da liegt, was seine Krankheit ist, aber nur vielleicht, ich meine, hätte er ja, verstehst du, irgendwie so sich bewegen können, so wackeln. Wenn du 10 Zentimeter pro Jahr wackelst, bist du irgendwann auch im Wasser. Aber, keine Ahnung, vielleicht hätte er es machen können, wir wissen es ja nicht. Aber er kommt seit 38 Jahren nicht vom Fleck. Jesus deckt mehr als nur das sichtbare Problem von diesem Mann auf. Sein Schicksal hält ihn wie gefangen auf dieser Matte und er scheint nicht bereit, sich davon zu lösen. Er scheint noch nicht bereit, davon irgendwie loslassen zu wollen. Ich glaube, wenn wir zu lange mit unseren unerfüllten Wünschen oder Problemen oder Themen auf dieser Matte rumhängen, dann werden wir taub für die wichtigen Fragen, die Jesus uns an unserem Teich stellt. Weil alles andere lauter wird, weil Frust lauter ist oder Hoffnungslosigkeit oder Bitterkeit oder Resignation. Weil all diese Dinge lauter werden. Und der Punkt ist, der Mann sagt nicht ja.
Er sagt nicht ja. Warum? Warum ist Ja sagen auf so eine Frage so schwer? Naja, ich kann es schon verstehen. So eine Opferrolle ist ja auch schön. Man wird gesehen, man wird bemitleidet. Da guckt endlich mal jemand auf mich und es wird sich vielleicht ein bisschen um einen gekümmert. Aber andererseits glaube ich, sagt er auch, oder ist Ja sagen so schwierig, weil es weh macht, an Hoffnung festzuhalten, weil es sogar anstrengend ist, an Hoffnung festzuhalten. Es ist anstrengend, an der Hoffnung für ein Kind festzuhalten, wenn du jeden Monat aufs Neue enttäuscht wirst. Es ist anstrengend, auf die Hoffnung für eine neue Wohnung festzuhalten, wenn du Bewerbung nach Bewerbung schreibst und alles Mögliche besichtigen gehst und es passiert einfach nichts. Genau das Gleiche beim Job. Es ist anstrengend, an der Hoffnung festzuhalten, dass sich da mal was Neues bewegt, wenn du viel Zeit investierst und die Zeit versandet einfach irgendwie im Nichts und du stehst schlussendlich am gleichen Ort. Es ist anstrengend, an der Hoffnung festzuhalten, von Süchten frei zu werden, wenn jeder Rückfall dir eigentlich zeigt, du schaffst es einfach nicht. Ich glaube, es ist anstrengend, festzuhalten an der Hoffnung für einen Partner. Und mal ganz ehrlich, wo lernt man unter Corona schon normalerweise Menschen kennen? Und Dating-Plattformen halten wahrscheinlich mehr Enttäuschung parat als irgendwelche Aussichten. Und es ist anstrengend, an so einer Hoffnung festzuhalten, wenn einfach so lange nichts passiert. Und dann lassen wir Hoffnung los, weil wir Angst haben. Lieber nicht zu viel hoffen, weil sonst ist die Enttäuschung umso größer nachher. Was ist, wenn nichts passiert? Was ist, wenn nichts passiert? Und dann lassen wir Hoffnung lieber los und halten lieber an unserer Zerbrochenheit fest oder schließen Frieden mit unserem Mangel, statt einfach schon wieder enttäuscht zu werden. Ich glaube, dieser Mann ist ein bisschen an dem Punkt, wo er eigentlich fast lieber an seiner Zerbrochenheit festhalten möchte. Das ist alles, was er hat. Alles, was ihm Halt gibt, ist auf dieser Matte, an diesem Teich, in dieser Halle. Da sind erstmal die anderen kranken Menschen, die seine Peers sozusagen, die helfen zwar nicht, aber wenigstens haben sie das gleiche Schicksal. Wenigstens geht es denen so wie ihm. Elend mag Gesellschaft. Elend zieht anderes Elend sogar an. Also ist logisch, du umgibst dich ja lieber mit Menschen, denen es ähnlich schlecht geht wie dir, als mit irgendwelchen Happy-Clappy-Leuten, die sowieso keine Probleme haben. Ich verstehe das schon. Elend findet immer anderes Elend. Ich meine, man versteht sich wenigstens. Die können wenigstens den ganzen Tag über ihre Mathe, über ihre Krankheit oder ihr Problem reden. Es gibt zwar keine Fürsorge, weil wenn sich das Wasser bewegt, dann ist der Schnellere der Geschwindere, das ist ganz klar. Aber wenigstens hat man einander, wenigstens sind sie halt alle zusammen dort. Elend findet immer anderes Elend. Und Quengler finden auch immer andere Quengler und Kritiker finden auch immer andere Kritiker. Leute, die lästern, finden immer andere, die mitlästern. Die bilden wie so Grüppchen. Man bringt sich zwar gegenseitig nicht weiter, aber wenigstens versteht man sich. Wenigstens hat man Heu auf der gleichen Bühne. Die Menschen am Teich oder die Gefahr von dieser Kultur an dem Ort ist, dass die Menschen am Teich lieber akzeptiert und bemitleidet werden wollen, statt verändert zu werden. Was dem Mann noch Hoffnung gibt wahrscheinlich oder was ihm irgendwie Halt gibt, ist diese vage Hoffnung, dass sich doch irgendwann mal das Wasser bewegt und dass irgendwann er es auch da rein schaffen wird. Das ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber immerhin ist es besser als nichts. Das ist das Nächste an Hoffnung, was der Mann kennt. Sein Lebensstil ist horizontal, aber immerhin jeden Tag gleich. Immerhin ist es berechenbar für ihn. Und weil er für seine Krankheit sowieso nichts kann, trägt er auch keine Verantwortung. Ich glaube, Jesus spricht genau die Fragen an, denen der Mann sich stellen muss, wenn er wirklich Veränderung möchte, wenn er wirklich runterkommen will von seiner Matte. In dieser Frage, möchtest du gesund werden, willst du gesund werden? Ich glaube, da stecken noch ganz viele tiefere Fragen drin, die für den Mann eigentlich wichtig sind. Ich könnte mir vorstellen, dass die Fragen vielleicht so lauten: Willst du die Verantwortung, die mit Heilung und Veränderung einhergeht? Bist du bereit, deine Opferrolle loszulassen? Bist du bereit, deinen Lebensstil am Brunnen loszulassen, an diesem Teich? Bist du bereit, dich von bestimmten Menschen loszusagen und von bestimmten Orten?
Bist du bereit, deine Bitterkeit, deinen Frust, deine Resignation, deine Hoffnungslosigkeit, bist du bereit, das loszulassen? Jesus begegnet dem Mann mit Liebe, natürlich tut er das. Aber er deckt genau die Fragen auf, die der Mann sich stellen muss, wenn er wirklich Veränderung haben möchte. Jesus deckt das eigentliche Problem vom Mann auf. Warum? Weil Jesus Veränderung im Sinn hat und nicht einfach leere Empathie. Er will ihn nicht auf dieser Matte liegen lassen. Und Jesus zeigt ihm auch, dass er an der falschen Hoffnung festhält. Er sagt, jetzt bist du seit 38 Jahren hier und starrst auf dieses Wasser. Und noch nie ist was passiert. Hier findest du keine Hoffnung. Hier findest du keine Hoffnung. Der Mann wünscht sich Veränderung, aber er liegt eigentlich mit seinen Entschuldigungen auf seiner Matte. Und ich glaube, es gibt Menschen, die kommen wahrscheinlich jahrelang auch zu uns in die Kirche mit ihren Problemen und gehen auch wieder mit ihren Problemen. Weil die Frage, ob wir wirklich Veränderung wollen, ganz schön viel Verantwortung mit sich bringt. Ich kann mich noch erinnern, zu Beginn unserer Beziehung, meiner Beziehung mit Dani, hatten wir am Anfang so eine Zeit, wo wir relativ viele Konflikte hatten und häufig, und das war eine sehr, sehr anstrengende Zeit, gerade so am Anfang eigentlich von der Beziehung. Und Dani hat mich so mit manchen Themen einfach nicht in Ruhe gelassen, über die ich aber mit ihm nicht sprechen wollte, über die ich nicht diskutieren wollte. Hauptsächlich, weil ich zu ängstlich war oder zu stolz. Also habe ich mich bei Gott beschwert über Dani und ihm gesagt, hey, ich will, dass sich da was ändert. Das ist mega anstrengend, das ist mega mühsam. So stelle ich mir eine Beziehung nicht vor. Und ich wollte, dass sich was verändert, also dass Gott was verändert oder dass Dani was verändert. Das Ding ist, wenn du mit solchen Themen zu Gott kommst und dich bei ihm beschwerst, dann gibst du ihm irgendwie auch das Recht, da reinzureden und dass er seine Meinung sagt. Und Gott war nicht mit mir einer Meinung, sondern hat angefangen, mir ganz, ganz ehrliche Fragen zu stellen. Ja, willst du Veränderung? Willst du, dass sich daran was verändert? Willst du, dass es weitergeht? Ja, bist du dann aber auch bereit, deine Opferrolle loszulassen? Bist du bereit, mal zurückzuschauen und deiner Scham ins Gesicht zu gucken und die loszuwerden? Bist du denn bereit, an manchen Themen zu arbeiten, manchen Sachen ins Gesicht zu schauen und denen keine Macht mehr über dich zu geben? Bist du bereit, deinen Stolz loszulassen? Willst du das? Willst du Veränderung? Und das waren echt harte Fragen für mich. Aber ich wusste, der Dani ist der Mann meines Lebens. Schon ganz früh. Und ich wusste, ich finde niemand Besseren als ihn. Also ja Gott, dann zeig mir, wie du mich verändern willst. Dann zeig mir, wie das aussehen kann. Und ich bin dann schlussendlich einfach für eine Zeit in die Seelsorge gegangen und habe mit jemandem gemeinsam diese Themen und diese Dinge in meinem Leben angeschaut, die mich daran gehindert haben, konfliktfähig zu sein und so ein Team zu werden mit Dani. Und das war echt hart und das hat mich viel Mut und Anstrengung gekostet, aber es war meine Verantwortung. Und es hat sich gelohnt, weil heute ist das kein Thema mehr. Ich weiß nicht, wenn du jetzt an deine Matte denkst oder an irgendeinen Bereich in deinem Leben, wo du sowas wie Hoffnungslosigkeit oder Resignation erlebst, was denkst du, wenn du dir diese Fragen anschaust, welche davon würde Jesus vielleicht dir stellen oder welche drückt sich dir so förmlich selbst schon auf? Jesus macht durch sein Handeln klar, dass er mehr als nur körperliche Heilung für den Mann im Sinn hat. Ich meine, er hätte das Wasser auch einfach zum Sprudeln bringen und den Mann reinschubsen können, dann wäre er auch heil geworden, oder? Dann wäre er auch gesund. Das Ergebnis wäre das gleiche, aber das ist nicht die Art von Veränderung, die Jesus im Sinn hat für den Mann. Jesus will uns nicht einfach unsere Wünsche erfüllen oder uns von unserem Warten befreien. Er will uns auf dem Weg dorthin was beibringen. Er will uns verändern. Er will uns nicht einfach unsere Wünsche erfüllen oder uns von unserem Warten befreien. Er will uns auf dem Weg dahin was beibringen und uns verändern. Und das ist auch, was er mit diesem Mann tun möchte. Er hat ihn eingeladen, vorwärts zu kommen, statt einfach nur rumzuliegen. Er hat sich überhaupt nicht auf die Resignation von dem Mann eingelassen. Der Mann sagt, ach Jesus, ach ich kann nicht und so weiter. Und Jesus diskutiert überhaupt nicht mit ihm. Jesus spricht gar nicht mit ihm über seine Vergangenheit oder über seine Hoffnungen oder was. Jesus gibt ihm eine Anweisung. Er diskutiert gar nicht. Er sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Steh auf, erheb dich aus dieser Opferhaltung, in der du drin bist. Und fang an, hör auf, dieses Wasser zu schauen, was dir vielleicht, aber vielleicht auch nicht Heilung verspricht. Fang an, auf mich zu schauen. Jesus bezeichnet sich selber im Johannesevangelium, im gleichen Evangelium,
bezeichnet Jesus sich als das Wasser des Lebens, weil die Veränderung, die er für uns hat, so viel mehr ist als einfach nur eine leere Hoffnung auf irgendwas. Was er uns anzubieten hat, ist das Leben und das ist das, was er dem Mann anbietet. Und sagt er, nimm deine Matte, nimm das in die Hand, was vorher dich in der Hand hatte. Fang an, das zu tragen. Hör auf, den Dingen, die dir widerfahren sind, den Dingen, die Menschen dir getan oder halt eben nicht an dir getan haben. Hör auf, dein Problem größer zu machen, als das, was ich dir gerade anbiete. Nimm deine Matte, heb die auf. Und dann geh. Geh und lauf in deiner Berufung, aber bleib nicht hier stehen. Das ist nicht nur eine Heilung, das ist auch eine Aufforderung, so einen kranken und ungesunden und von Konkurrenz gezeichneten Ort zu verlassen, an dem der Mann dort ist, an dem der Mann sein ganzes Leben verbracht hat. Pass auf, dass du dich mit den Menschen umgibst, die an dieser echten Hoffnung festhalten. Pass auf, dass du nicht Menschen um dich rumscharst, die zwar Mitleid mit dir haben, aber dein Problem groß machen und dich auf der Matte liegen lassen, mit so einer falschen Barmherzigkeit, weil Jesus ist nicht zu dem Mann auf die Matte gekommen. Jesus ist nicht zu ihm runtergekommen. Er heilt den Mann und er stellt ihn wieder her. Dieses Steh auf, nimm deine Matte und geh ist genau die Formel für Veränderung, die der Mann braucht, um wirklich Heilung zu fahren an Körper, Geist und an Seele. Schau, Jesus will nicht nur deinen Körper heilen. Er ist daran interessiert, dein Herz und deine Seele zu heilen und wiederherzustellen. Was bringt körperliche Heilung, wenn das eigentliche Problem nicht adressiert wird? Was bringt es, wenn Jesus dir deine Wünsche erfüllt oder dich von deinem Warten befreit, wenn du auf dem Weg überhaupt nicht verändert wirst? Wenn du ihm nicht ähnlicher wirst? Ich glaube, für mich, diese Geschichte macht mir deutlich, Jesus ist mehr daran interessiert, mich von meiner Matte der Hoffnungslosigkeit und Resignation zu befreien, als mich vielleicht von irgendeinem Warten zu erlösen oder von einer Krankheit zu heilen. Klar heilt Jesus physische Krankheiten. Natürlich macht er das. Das lesen wir überall in der Bibel. Aber ich glaube, die Heilung von unserem Herzen und von unserer Seele ist ihm vielleicht sogar noch wichtiger. Es kann sein, dass wir in diesem Leben nicht vom Warten erlöst werden oder nicht von Krankheiten befreit werden, aber dass Jesus uns von Resignation und Hoffnungslosigkeit befreit. Weil das ist das, was er wirklich möchte, dass wir ihm ähnlicher werden. Ich kenne Menschen, die leben mit Krankheiten, die leben mit physischen Krankheiten und leben seelisch gesünder und glücklicher als kerngesunde Menschen, weil sie sich an Seele und an ihrem Herzen heilen lassen und berühren lassen von Jesus. Ich glaube, Jesus hat so eine ganzheitliche Heilung und Veränderung im Sinn. Und ich weiß nicht, worauf du wartest oder wo du dir Veränderung wünschst. Ich weiß auch nicht, wann das Warten aufhört. Wir warten immer noch. Wir warten immer noch auf diese Wohnung. Aber die Frage, die Jesus diesem Mann stellt und die Lösung, die er ihm anbietet, das merke ich, das verändert persönlich meine Perspektive, weil es einen Unterschied macht, ob ich auf meiner Matte hocke und jammere und resigniert bin und hoffnungslos oder ob ich im Tempel bin und meine Bitten vor Gott bringe. Das merke ich, das verändert meine Perspektive, das macht einen Unterschied. Ich glaube, Gott will Wartezeiten in unserem Leben nutzen, um uns zu verändern, da wo wir Veränderung nötig haben. Vielleicht kommen die Punkte, wo wir Veränderung brauchen oder wo Gott möchte, dass wir Veränderung erfahren, auch erst dann zum Vorschein, wenn wir hoffnungslos sind, wenn wir resigniert sind, wenn wir warten oder vielleicht sogar, wenn wir krank sind. Vielleicht kommen diese Dinge erst dann zum Vorschein. Ich weiß noch, ich habe Gott letztes Jahr sehr oft gefragt, warum wir nicht einfach jetzt schwanger werden können, warum das so lange gehen muss und so mühsam sein muss und warum wir immer wieder enttäuscht werden. Warum können wir nicht einfach ein Baby bekommen? Das ist doch nicht so schwer. Und Gott hat mir darauf keine Antwort gegeben. Aber er hat angefangen, mit mir über mein Herz zu sprechen und wo er mein Herz heilen möchte. Das hat überhaupt nichts mit Schwangerschaft zu tun. Und ehrlich gesagt wusste ich nicht mal, dass mein Herz Heilung nötig hat. Okay? Aber es war wie, als würde Gott gerne meine Blickrichtung ändern auf das, was er jetzt gerade tun möchte. Auf das, wo er seinen Fokus drauf hat. Und dann hat Gott angefangen, mit mir so einen Prozess zu gehen, ein Prozess, der auch immer noch weitergeht, der ist jetzt noch nicht fertig, aber in diesem Prozess habe ich gemerkt, dass er mich näher an sein Herz führt und runter von meiner Matte. Und dieser Prozess, der dauert auch immer noch an, aber als ich dann ein paar Monate später wirklich schwanger geworden bin, habe ich es ehrlich gesagt nicht mehr gemerkt.
weil ich nicht wartend auf der Matte saß, hoffnungslos und resigniert, sondern weil ich bei ihm war, weil ich näher an Gottes Herz dran war. Und wenn ich zurückdenke, weiß ich nicht genau, wie das funktioniert hat. Aber es macht einen Unterschied, wie wir unser Warten verbringen und ob wir Veränderung wollen in unserer Hoffnungslosigkeit oder Resignation oder in unserer Opferrolle. Jesus trifft den Mann später im Tempel ein zweites Mal. Übrigens, wie gut ist es, dass der erste Ort, an den der Mann geht, nachdem er wieder gesund ist, nachdem er geheilt worden ist, der Tempel ist. Er geht förmlich von der Halle des Todes in das Haus des Lebens. In den Tempel gehst du, um Gott anzubeten. Was für eine gute Entscheidung. Und Jesus trifft ihn da wieder in diesem Tempel und er fügt noch so ein Detail hinzu, so ein wichtiges Detail. Er sagt, übrigens, sündige nicht mehr, damit nicht noch was Schlimmeres passiert. Sündige nicht mehr. Ja, ich habe dich geheilt und ja, meine Gnade umhüllt und umgibt dich, aber das gibt dir nicht die Lizenz, wieder die Sachen zu machen, die dich zurück auf deine Matte bringen. Offensichtlich war ja die Krankheit oder das Warten nicht das Problem, was Jesus da anspricht. Ich meine, dafür kann der Mann ja nichts. Was kann er dafür, dass er krank ist sein ganzes Leben lang? Was kann er für sein Schicksal? Er hat wahrscheinlich nichts selbst getan, damit er da gelandet ist. Was Jesus vielleicht eher meint, ist, wie der Mann mit seinem Schicksal umgegangen ist, wie er sein Warten verbracht hat. Er hat das, was andere ihm getan haben oder eben nicht an ihm getan haben. Er hat sein Problem, er hat seine Krankheit, er hat seinen Mangel größer gemacht als das, was Jesus ihm anzubieten hatte. Er hat das größer gemacht und Jesus weiß, genau diese Haltung wird ihn wieder zurückbringen auf seine Matte. Also geh und sündige nicht mehr, damit dir nicht noch was Schlimmeres passiert. Wir sind, wie gesagt, immer noch in dieser Wartezeit für eine Wohnung und keine Ahnung, wie lange das noch so gehen soll. Aber ich merke, mit jeder verstrichenen Möglichkeit nach einer Wohnung, mit jeder Absage oder die ist wieder ab sofort verfügbar, ja, ist wieder nichts für uns. Mit all diesen Situationen triggert es bei mir so einen sehr, sehr bekannten, sehr ähnlich klingenden Frust in mir und die Resignation. Und ganz schnell, ehe ich mich versehe, hocke ich wieder auf der Matte an diesem Teich und bin unzufrieden und mecker bei Gott und werde bitter und denke, ja, wann sind eigentlich mal wir dran? Und ganz schnell bin ich wieder zurück auf dieser Matte. Aber das Gute ist, dass Jesus auch dort mir wieder auf meiner Matte begegnet, dass ich wieder die Möglichkeit habe, ihn anzuschauen und meine Resignation loszulassen und ihm wieder neu zu vertrauen, obwohl vielleicht noch keine Lösung da ist. Aber ich kann wieder aufstehen, ich kann meine Matte nehmen und ich kann gehen. Und das ist das, was mich frei macht, wieder zu Gott zu kommen und ihm zu vertrauen und ihm die Ehre zu geben. Aber es passiert ganz schnell, dass wir wieder auf dieser Matte sind. Wenn du jetzt an deine Matte denkst oder an deinen Lebensbereich, wo du vielleicht sowas mit dir rumträgst, vielleicht sogar heute hier reingetragen hast, wie Wut oder Bitterkeit oder Verletzung, Resignation, Hoffnungslosigkeit. Ich hoffe, du willst das loswerden. Ich hoffe, du wünschst dir Veränderungen in dem, weil willst du von deiner Matte aufstehen und seelisch gesund werden? Oder willst du es nicht? Weil eine Antwort auf die Frage zu kennen ist mega wichtig, weil die Veränderung, die Jesus diesem Mann anbietet, die Veränderung, die Jesus uns anbietet, erfordert unser Handeln. Erfordert, dass wir etwas machen. Steh auf, nimm deine Matte und geh, das ist Jesus' Angebot. Steh auf, fang an, deine Perspektive zu ändern, fang an, auf mich zu schauen und nicht auf das, was vielleicht eine Hoffnung ist, vielleicht aber auch nicht. Nimm deine Matte, hör auf, deinem Problem eine größere Macht zu geben, als das, was Jesus für dich getan hat am Kreuz. Und geh, verlass kranke Orte, verlass kranke Menschen, Dinge, die dir nicht dabei helfen, diese Veränderung zu erfahren. Und dann sündige nicht mehr, komm nicht wieder zurück auf die Matte, tu nicht wieder die Dinge, die dich wieder zurückbringen an den gleichen Ort. Frag Jesus, was er in dir tun will, was sein Plan ist. Umgib dich mit Menschen, komm in den Tempel, umgib dich mit Menschen, die diese echte Hoffnung groß machen und festhalten. Und übrigens, lass uns auch nicht Menschen sein, deren falsche Barmherzigkeit Leute auf der Matte lässt, die Jesus eigentlich heilen und wiederherstellen möchte.
aber wir halten sie mit unserem falschen Mitleid auf der Matte fest. Lass uns auch nicht so Leute sein. Und das Gute ist, wenn wir selbst immer wieder zurück auf die Matte kommen, verspricht Gott uns, es gibt keinen Ort, wo meine Gnade, meine Barmherzigkeit dich nicht wiederfinden, wenn du wieder auf deiner Matte landest. Ich möchte ganz zum Schluss noch mit uns beten. Vielleicht kannst du deine Augen schließen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was bei dir noch nachhallt, aber ich weiß, der Geist Gottes ist hier und hält diese Veränderung parat, da wo wir sie brauchen und da wo unser Herz sich danach sehnt. Vater im Himmel, ich habe das Gefühl, du sagst zu uns, mein Königreich ist nicht ein Königreich der Helden, sondern ein Königreich der Hungernden. Dass du sagst, deine Türen sind auf für die Menschen, die Hunger haben, die sich ausstrecken nach der Veränderung, nach dem Brot des Lebens, nach der Heilung, die du bereit hast, Jesus. Ich bete, dass du durch die reingehst, Heiliger Geist, und die Dinge so wie so ein Finger auf die Orte in unserem Herzen legst, wo wir Dinge festhalten, aber wo du eigentlich sagen möchtest, hey, hier möchte ich dich verändern, hier möchte ich, dass du aufstehst und deine Matte nimmst und gehst. Jesus, du bist größer als alles, was Menschen je uns antun könnten oder an uns unterlassen könnten. Du bist größer als jede Krankheit, als jeder Schmerz. Und deine Hoffnung ist echt. Und in dieser Hoffnung halten wir heute Morgen fest. Und Jesus, ich bete, dass diese Hoffnung für jeden von uns ganz persönlich sein kann, dass Hoffnung nicht ein leeres Wort ist, sondern ausgefüllt mit Versprechen, die du hast, ganz persönlich für jeden Einzelnen. Danke, dass wir dir vertrauen können und dass wir bei dir willkommen sind, in deinem Haus des Lebens, dass da der Ort ist, wo wir eigentlich hingehören.